Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo. Hallo. Schön seid ihr wieder mit dabei, schön habt ihr eingeschaltet, für zu sehen, wie da meine Mitarbeiter irgendwie rumlauern. Die gehen einfach da hinten chillen, die haben Pause. Okay, ich habe in der letzten Folge unser Wasseraufbereitungsproblem und Stromproblem noch ein bisschen gelöst. Ich habe da gleich wieder so einen Weg hingezogen. Gefällt mir optisch noch nicht wirklich, aber ist nicht anders möglich. Und dann habe ich da hinten die ganzen Stationen gemacht, so dass der da hinten auch noch abgedeckt wird. Und dass das Ganze Strom hat, habe ich noch ein Solarmodul nebendran gepflanzt. So. Und dann würde ich sagen, was fehlt noch in unserem African Zoo? Wir haben Elefanten, wir haben Giraffen, wir haben Wildschweine. Wir haben Nilpferd, wo jetzt langsam, nicht, das sind noch die kleinen, okay. Ja. Da macht Lärm da. Detailgrad von diesem Spiel. Warte, komm, das wird jetzt ein Thumbnail. Foto! Schön. Ist einfach geil. Gut. Weißt du was, die ganzen Infotafeln und so haben wir da noch nicht aufgestellt bei den Giraffes. Hallo! Ich habe so Panik, der kann doch hier easy drüber steigen. Also, die ganzen... Alter, wie der trinkt. Können wir dem nicht irgendwie etwas Höheres her tun für das Trinken? Schau, das ist doch nicht gäbig. Welchen haben wir da oben genommen? Den, wow. Let's get off. Nein, das ist ein Gast. Netzgiraffen und gleichzeitig müssen wir jetzt ein bisschen schauen. Haben wir das bei den Elefanten? Was? Wir haben das bei den Elefanten noch nicht gemacht. So, tun wir die Leute ein bisschen bilden da. So. Wir haben doch da so eine Glotze hergehängt, ne? Und hier vorne, was niemand mehr interessiert. Und nicht angelassen. Hehe! Super intelligent sind wir. Du, die Elefanten sind irgendwie nicht so spannend, seit wir die Giraffen haben. Oh! Die ist schwanger. Gute Mädchen. Am 8. April, Jahr 8. Nice, das ist schon gleich. Bist du schwanger? Schön. Alter, was die eins rumkacken, die Viecher. Schau mal, ist alles verschissen. Kann da mal irgendwie einen putzen? Afrikanischer Elefant, eine Warnung. 10.000 Profiterung. Netzgiraffen paaren sich. Warte, was ist das für eine Warnung? Ja, jetzt ist es schon durch. Okay. Was ist da nicht gut? Hungrig. Der Fentu ist hungrig. Scheiße, hey. Schwanger.
Erwartet Nachwuchs und hungrig. Hey, wir brauchen mehr Tierpfleger. Irgendwie sind sie alle hungrig und es ist dreckig und... Also gut, wie hat es jetzt fressen, oder? Ja, kann doch fressen. Ich stelle jetzt gleich noch einen an. Unsere Viecher haben Hunger. Ich will noch 2. Und mal noch einen Arzt anstellen. Man weiß nie. So, let's go. Geht mal Essen verteilen, bitte. Das ist der Fentu noch verhungert. Fände ich den gar nicht geil. Wo ist er? Ah. Fentu. Tierernährungszustand ist gut. Ja, also der Chill. Eine Warnung. Aber der Fentu ist hungrig. Die andere ist schwanger. Da ist noch eine schwanger und auch hungrig. Taliba ist Taliba? Wer ist Taliba bei euch? Habe ich irgendwo eine Übersicht von allen Tieren? Tierhandel, Tieraufbewahrung, Tiermarkt, Handelsverlauf, Zoopedia, so, Tiere. Also, wir haben den Fentu, 2 Schwangere, der Rashid, da ist keine mehr schwanger, das ist gut. Da ist, aber bei der Giraffe ist eine schwanger. Finde ich schön. Und bei den Wildschweinen Warzenschweinen geht es ab wie Sau. Wie viele Warzenschweine bitte haben wir jetzt? Schweinis. Freunde, wir müssen reden. Oh, da, warte schon. Die paaren sich jetzt. Das wollte ich sehen. Wow. Das hast du gesehen. Läuft bei dir, Fentu. Eine Schorte in der Rüssel. Hey. Alles klar, okay. So. Warzenschwein. Das Warzenschwein-Problem. Wie viele von diesen Viechern haben wir jetzt mittlerweile? Eieieiei. Platz haben sie noch knapp genug, aber Rückzugsort brauchen sie mehr. Oder wie viel sind das? 6, 8. Ja, da müssen wir mal irgendwie etwas machen. Wo habe ich jetzt vorhin unsere Tiere? So. Haben wir da mal. Cheers. Also. Die Urbi ist ein Weibli. Ist ein zweites Weibli. Aber die ist neu geboren. Kann ich die schon kastrieren? Oder nein, kommen einfach mal wieder ein paar raus, bis es wieder nur 2 sind. Ich glaube, das wäre schlauer. Und zwar die. Also gut, die Kleinen sind ja noch nicht weiter tragisch. Aber wie viele Erwachsene haben wir denn? Das ist die grosse Frage.
So. Also er ist im Handelszentrum. Nach Alter sortieren. Also Erwachsene haben wir ein Weibli und ein Männchen. Das ist im Handelszentrum. Dann haben wir ein zweites Männchen, das ist das Alpha-Tier. Dann haben wir ein zweites Weibli. Ein drittes Weibli. Ist aber noch neu geboren. Okay, dann nehmen wir einfach sie mal raus. Und die nehmen wir auch alle raus, sobald sie zum Handelszentrum schicken. Weil sonst haben wir dann irgendwann mal ein riesen Problem hier. Aber ich glaube, wir haben ja jetzt schon ein Problem wegen dem stabilen Rucksacksort. Oh, wie viele von diesen Viechern das wir haben. Wir brauchen mehr Platz. Mist. Schnauft mir da so komische Sorgen. Ja, müssen wir aber noch eins herpflanzen, oder? Wie es mit der Kiste spielt. Irgendwie das Ding ist ja riesig. Ah, das geht sogar. Aber es geht einfach nur irgendwie 2% rauf, Mann. Das ist jetzt zu wenig Gras. Okay. Ja. Ich kann doch denen nicht die Jungtiere fortnehmen, mein Gott. Wir haben ja nur 2 Erwachsene jetzt da drin. Hihi, wieso sind die weggewälzt? Hilft auch nicht. Hallo. So. Ja. Immerhin, aber... Ja, geht halt nicht anders. Alter, wie viele Leute das wir in diesem Zoo haben. Unglaublich. Ja, merci, hat einer auf den Knopf gedrückt, oder was? Aber ein Techniker gekommen. Scheiße. Ich glaube, wir sind ein Stück Mitarbeiter weg. Also sind die jetzt daher für die Giraffen zu beobachten oder sind die daher für da auf den Knopf zu drücken? Ja, das mache ich wieder so.
Oh, roter Knopf. Hauen wir mal drauf. Schlawiners. Alter, wir verdienen richtig Geld, aber... Hast du der Fenton zu essen bekommen? Wo ist der Fenton? Fenton. Wo ist der Fenton? Da. Fenton zu essen bekommen. Gut. Schön. Ich glaube, dann mache ich mal das nächste Cake. Und mich stresst es, dass es hier nicht gerade ist irgendwie und dass das eine Ecke drin hat, aber... Komm. Da schräge ich mich ewig dran auf. Wir können natürlich auch jetzt langsam so irgendwie ein bisschen in Kurven gehen. Da. Welchen Weg haben wir eigentlich? Ah, ich schraube gegen falsch rum. Ja, super, jetzt haben wir 90% Winkel. 90 Grad Winkel, das ist jetzt eben... Welchen Weg haben wir gehabt? Mist. Teilen mit den Steinen hier. So, jetzt wird das aber gerade. Was bleibt denn? Ach komm, verarsch mich doch. Den huren komischen Weg anbindet. Da! Was ist das mit dem Scheissweg? Also manchmal schnell ist es echt nicht. Jetzt kannst du dich einfach gerade und nicht da rüberziehen. Das ist wegen diesen blöden Huren Häusern, die da... Kopf. Das kann doch nicht sein. Ich will doch einfach nur einen geraden Weg durchziehen und nicht da... Moin moin! Ich muss irgendwie... Wie mache ich jetzt das Scheiß? Wegstützen, gebogen, Bordstein. Warteschlange, das ist alles gut, aber dass es automatisch mit dem verbindet, will ich nicht. So. Und dann kann ich halt jeden einzelnen Weg schnell dran tun. Aber so ist es wenigstens gerade. Ich glaube. So, voilà. Und hier ist Mitarbeiterweg. So,
mal machen. Voilà. Hier haben wir, ja. Schon verstanden. Dann haben wir hier. Die ganzen Läden müssen wieder dran. Wobei, das scheint auch so zu funktionieren. Das sieht einfach scheiße aus. So. Ja, der geht irgendwie nicht. Ja, aber das ist ja okay so, hm? Der da ist auch noch angehängt, gut. Wichtige Warnungen vor der Aufmerksamkeit. Keine erreichbaren Mitarbeiter am Vorteil. Holt sich ein Mitarbeiter. Er chillt geht im Mitarbeiterraum und warnt. Also jammert, dass er keine. Oh, geil. Geil. Sieht nice aus, haben wir noch gar nicht gesehen. Wo am Chillen sind sie, am schwarzen Fernseher schauen. Geil. Aber er hat vorhin gejammert, irgendetwas da, dass er. Der Chris. Ja, der ist völlig down. Aber er ruht sich ja im Mitarbeiterraum aus. Keine erreichbare. Ja, das ist noch von vorhin, wo wir den Weg auch haben abgeschnitten. Nehme ich jetzt mal schwer an. Wenn wir dem Chris schnell ein bisschen zuschauen. Hoppla, sorry. Chris ein bisschen helfen, meine ich. Voilà. So, jetzt kannst du da rein. Der Chris ist müde. Unser Sicherheitsbeamter Chris ist müde. Ja. Das ist schon geil gemacht. So ruhe ich mich aus. Stein, wo ich denke, oder Chilis. Das ist doch super. Ja, eigentlich habe ich heute etwas ganz anderes, aber gesagt, er ruhigt sich wirklich aus. Nice. Eigentlich kann ich heute etwas anderes machen. Und das können wir jetzt eigentlich anfangen. Hurtig schnell noch. Jetzt ist das natürlich wieder nicht mehr gerade und das dafür der ist jetzt wieder gerade. Ja, geht. Und zwar wollte ich ein neues Cake bauen. Für was seht ihr aber dann in der nächsten Folge. Ich frage mich nur, wie wir jetzt das vorne machen. Da könnte man eigentlich wieder Glas machen. Mit Einwegspiegel. Sollte eigentlich klappen bei diesen Tieren. Hoffe ich mal. Sogar der Dwing der richtige Weg. Durchschieben. Keine Ahnung, wie viel Platz die werden brauchen, aber sonst können wir ja dann noch gegen so erweitern. Im Fall der Fälle, dass es zu wenig Platz sein. Ja, hier ein bisschen Abstand ist okay. Schön gewesen, wenn ich da könnte anbinden. So. Und dann noch heute weg. Ja. Im Fall nicht. Ich weiss, der hat mich schon genervt, weil ich so perfektionistisch dort rumgebastelt habe.
Aber so ein klein muss es schon, oder? So. Gut. Ihr könnt ja jetzt mal raten, unter dieser Folge hier, was hier als nächstes reinkommt. Was fehlt noch in unserem Afrika-Setting? Und dann sage ich an dieser Stelle, merci viel mal fürs Zuschauen. Fliegen noch einmal kurz zu den Fantis rüber. Das sieht schon geil aus, Mann. He? So. Ich sage an dieser Stelle, merci viel mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Schreibt euch die Namen, gebt neue Kommentare und schreibt rein, was ihr denkt, was als nächstes für ein Tier kommt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Besten Dank, Timo G. Bis gleich. Ciao.